Eine idyllische Musik begrüßt uns wieder mal hier in der wundervollen Welt von The Legend of Zelda Breath of the Wild mit einem Crocky an der Spitze. Wie geil ist das denn bitte? So, wir in der heutigen Folge wollen zum einen Ballade von Rivali noch abschließen, das ist so, aber, Schatronellspitze, okay, ist auch ein Thema, aber, zunächst will ich dann doch mal noch das hier machen, auf Expansionskurs abschließen. Danach aber langsam aber sicher auch mal die Dinger hier. Die Dinger auf jeden Fall auch noch und so. Natürlich die ganzen Ex-Dinger, aber ja, das wird erst in der nächsten Folge mal gucken. So, Apfel klauen? Warum nicht? Aber auch eh nicht. Fragt sich wovon ernähren sich Crocs eigentlich? So. Sehe ich schon die ganzen Wächter da unten? Nee, noch gar keinen Bock, war. Die warten jetzt, bis ich komme, bis sie dann sich zeigen. Ja, mal typisch. So, Alter, aber Hateno sind schon mal geil aus da unten. Hateno, sag ich schon. Taburasa. Schon mal hier bin zum Gucken. Ja, doch, wir müssen schon relativ viele Schreine haben. Vielleicht fehlt hier noch einer, muss mal gucken. Da drüben vielleicht, wa? Und oben noch einer ist, egal. So. Ja. Ja. Und jetzt? Taburasa. Ist alles schon fertig? Hallo? Das hat uns gebracht. Vielen Dank. Er hat es von uns weggemacht. Anscheinend stimmt er aus einer Krämerfamilie. Der Name Peda. Perfekt. Na, besser als Pedo. Er fliegt herum, besorgt Waren und verkauft sie dann. Geh mal zu ihm und sieh es dir an. Als nächstes, ja, neue Unterkünfte nötig. 50 Holzbündel, ja, leck mich am Arsch. Ich dachte, es wäre vorbei. Alter, 50 Holzbündel. Aber coole Waren. Antikes Zahnrad. Was verkauft denn der hier? Leck mich am Arsch. Okay, ist doch nicht ganz vorbei? Interessant. Hey Peter, willkommen, kann ich helfen? Hey ho, was geht ab bei dir? Oh, hallo. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen, wa? Ich bin's Peter, auf dem Weg vom Dorf der Warning hier. Bin ich auf einen seltsamen Typen gestoßen, aber jetzt bin ich hier. Du kannst ja fliegen. Vor allem, wenn ich ganz weg von meiner Mutter bin. Ja, weit weg von meiner Mutter, hoffentlich. Alter. Also man sieht schon auch anhand der Pfeile und so weiter, es lohnt sich durchaus, herzukommen. Das kann aber keiner abschreien. Ja, Mann, geh da. Wieso heißt eigentlich Taburasa, nicht Tabuda? Du bist es, oder Taburasa da. Egal. Immer nur Wirbeln. Lob mich dummster und er fällt dabei auch noch ab. Schau doch mal vorbei. Mache ich auch, weil ich will ja eh noch was verkaufen. Was geht hier ab? Hoch. Deine Quest? Was ist denn? Wer bist du? Ein Reisender. Was mit niedrigem Folge abzugehen? Okay. Ja. Vergiss es. Quest vorbei, okay. Komm, Pfötchen, was ist denn das für einer? Das ist einer von den Leuten, die das Gefühl haben, sie können mit Geld alles machen. Ja, ich hab Geld, ich mach alles. Hey Hundi. Haben wir gerade sind normale Hunde, wa? War das nicht so? Ich kann mal ganz kurz gucken. Älterer Hornsplitter. Natürlich auch selten, gar kein Thema. Nitra-Schub habe ich auch schon. Älterer Hornsplitter, Ultrazahn, älter. Alter von älter, aber schon relativ viel. Sternsplitter habe ich auch vom Golden Lion, wenn ich mich richtig erinnere. Nitra-Schub war doch der Wasserdrache. Fällt noch einer vom Donnerer. So. Luxusgeflügel. Ich nehme mal hier, komm, ein bisschen wild. Ja, komm. Hier. Ja, ganz brav.
Ihr seid gute Hundis, wa? Ja, gute Hundis. Kommt mir hinterher? Ja, nicht schlecht. So. Es ist heiß geworden, nicht wahr? Es ist Sommer. Oh, da haben wir einen jungen Herrn. Wer sind Sie? Mein Name ist Max. Als meine Kinder ausgezogen sind, ich pensioniert bin, haben wir viel Freizeit. Das habe ich von Tabu Rasa gehört. Wie froh, dass ich hergekommen bin. Meinen Haustieren scheinen sie auch zu gefallen. Na gut, ich hoffe, wir können uns später noch einmal unterhalten. Meinst du, die Hunde gerade mir hinterher rennen? Oder auch nicht mehr, dem kein Bock mehr. Wow. Das ging schnell, war für Hunde bis zu 2 Minuten, sag jetzt mal, noch der totale Overbrenner, nachher nicht mehr. So, da haben wir, ja, aber das Set habe ich schon. Willkommen. Alter, die Herze. Hey, mein Bruder Gada, ich möchte verkaufen, komm. Was meinst du denn loswerden? Die Frage ist ja bloß, gibt er mir überhaupt etwas Vernünftiges? Warte, ich noch 20 Stück davon. Habe ich ein paar? 2 Holzbündel. 2 Holzbündel habe ich, leck mich am Arsch. Willst du alles? Okay, ja, der hat ja Geld wie Heu. So, aber ich habe momentan ziemlich Geld wie Heu. Dann ein paar Leuchtsteine. Geht mal noch die Opale ab. 20 ist zwar nicht viel, aber hey. Bernstein, könnt ihr mal ein paar Feen holen, wobei 3 habe ich noch und ich habe auch Mifa und so, also. Passiert eh selten, dass ich mal eine Fee brauche. Trotz meines Kampfstils. Und wohl eher Spielstils. So. Dann sind die auch weg. Ich kaufe dir alles ab, ja, aber schon gehört. Du kaufst alles, so oder nicht? Nö, das wär's mal alles. Sehr gut. Viel Kohle wieder. Ah, da ist eine Statue. Okay, können wir direkt hier machen. Feuerabfall. Im Besitz war 40. 5 Stunden durch 90. Okay, ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Wobei, ich hab die Kohle. Eisfall, da habe ich eigentlich noch genug. Nehmen wir mal einen mitkommen. Die Firma dankt. 140, nehmen wir doch mal 2 mit, das reicht auch. Sind das normale Holzpfeile? Ja, vor allem, wenn es natürlich für antike Pfeile irgendwie umwandeln will, ist es natürlich nicht so verkehrt. 175, okay, sehr schön. Jetzt noch Bombenpfeile, nehmen wir natürlich auch mal 2 Stück noch mit, oder? Also 2x20 natürlich, wohlgemerkt. So, die Gestane habe ich 102 im Besitz, aber auch jetzt sicher keins. Dann mal ganz kurz, das ist natürlich falsch. 105 Holzpfeile, 99. Also ich bin gut bei die mit Pfeilen. Kann man glaube ich mal so abschließen. Ey, mein Pfeil ist weg. Komm zurück, Pfeil. So. Also, sehr verehrte Göttin. Geht es mit der Ausdauer bereits? Stimmt es bereits über Ausdauer? Es ist nicht möglich. Ja, Mann. Ja, Mann. Ein neuer Herzcontainer. Dankeschön. Noch mehr Herzen. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt nochmal 2 Herzen dazu kriege. 3, 6, wenn theoretisch noch 8 Stück fehlen, damit er wieder die zweite Reihe voll hätte an Herzen. Kann sein, 3, 4, 5, 6, 7, das sind 15. Ja, dann stimmt das mit 8. Aber ganz ehrlich, 8. Würde bedeuten, 8 mal 4. Das wollte mich verarschen. Es gibt sicher nicht noch 32 Schreine hier. Gut, 31, weil einen habe ich noch. Beziehungsweise bin ich schon gemacht, deswegen, aber
31. Gibt es 31 Schreine im Spiel? Nicht, dass ich wüsste. Egal. Also, für Holz, okay, natürlich schön, wenn er das so will, dann, Holzfarme gehen, man könnte es ja im Wald machen. Ja, Waldroden, war? Nicht ganz so geil. Ich glaube, holen wir erstmal hier die Dinger noch. Tagebuch, ja, ein paar Pilze mehr, die will ich auch Offscreen holen. Die restlichen 10. Das heißt, wir machen erstmal noch die letzte Prüfung. Und damit ab zu Vamedo. Teleportation! 55 Holzbündel will der haben. Ja, nicht mehr am Arsch, ey. Wo habe ich ein Feld, wo es viele Bäume gibt, frage ich mich gerade. Außer im Wald. Im Gebiet vom Faiwohn war, wird aber da unten mehr Erfolg. Mal schauen, wenn es weiter ist. So. Hallo, hat die Prüfung gemacht? Sprich mit mir, bevor ich erfriere. Dann ziehe ich mich halt erstmal um. Meine Güte. So. Demjenigen, der diesen Titanen betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Medu deinen Erinnerungen. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil es in deinen Erinnerungen stattfindet. Ja, aber schon dreimal gehört den Satz. Auf zum letzten Kampf. Der letzte Fluch Ganons. Der Windfluch, der war doch relativ easy. Na, ich sehe es gleich. Also kommt nur auf die Waffen drauf an, ne? Stimmt. Wenn ich zum Beispiel keine Pfeile habe, habe ich ein dickes Problem. Dies ist ein Ort der Illusionen, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspricht der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele und der Batterieleistung. Nutzen nur die dir gegebene Ausrüstung und Siege. Das wäre es nochmal, wenn ich jetzt verliere und meine Batterie ist. Ja. Nee, normalerweise sollte es müssen ausreichen, weil, ja, der Pro-Controller warnt einer früh genug rechtzeitig vor. Das wäre kein Locken an einem Part abschließen. Locken noch 10-15 Minuten zocken, bevor die Batterie alle ist. So, egal. Der Windfluch. Kann es sein, dass der Windfluch irgendwie eine Frau sein sollte? Weil irgendwie sieht es fast so aus. So. Hey, ich hab die Fähigkeiten von allen? Moment, ganz kurz, okay. Erstmal muss ich hier haben Doppelschussbogen, das ist natürlich gut für doppelten Schaden. Ich habe sogar Bombenfall, ich spare jetzt mal noch auf. Ich habe ein Eisvogelschwert, aber kein Schild. Haben das damals gemacht? Wow! Was im Bombenfall doch keine schlechte Idee.
Der Trick mit dem Wirbelsturm ist aber neu. Nein! Ah, scheiße! Der hätte ihn. Hat er ihn damals zu schnell platt gemacht? Mein Wirbelsturm kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Au! Oh, in Luft abgeschossen. Ja, jetzt haben wir ihn zu spät. Was? So. Mir gefällt es, nur so ein scheiß Schwert habe. Ach, stimmt, jetzt kommt der Scheiß. Oh oh. Nee, stimmt, der Kampf war kacke. Ein scheiß Abpralleffekt. Aua, natürlich treffen wir trotzdem. Oh, wie fies. So. Dann tut er keinen Donnerzorn von Urbosa mehr. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Man kann warten, bis er wieder auffüllt. Also vermisst. So. Das Eisvogelschwert zerbricht. Ich hab's nur noch rechtzeitig geschafft. Puh. Also, wie gesagt, das mit den scheiß Dingen da, mit dem Wirbelsturm aus Phase 1 kann ich gar nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich doch damals einen Typen mit einem antiken Pfeil abgeschossen und die machen halt auch bei denen viel Schaden. Deswegen, ja. Nein, da hab ich wieder besiegt. Wobei ich mich ernsthaft frage, jetzt mal so rückblickend, wieso heißt es eigentlich immer entstanden aus der Furcht, die mir innewohnt? Wieso soll ich mich vor denen fürchten? Als Link jetzt meine, weil er hat sie ja schon mal besiegt alle. Ist nicht so, dass er in die Traumwelt müsste oder so, wenn es die 4 Recken wären. Das wäre natürlich was anderes. Quasi mit ihnen zusammenkämpfen, aber naja. Und, warst du ganz in deine Gedanken versunken? Mir kam es jedenfalls so vor. Tut mir leid, ich will nicht neugierig sein. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Orni Rivali gehört habe, da möchte ich mir ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendem Leben eines Meisters könnte. Da möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Varmedo verbringen, der von Rivali gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Rivali, einen der Recken aus vergangenen Zeiten. Höret die Geschichte desjenigen, der Medos Lenker ward, bevor er folgte des Recken Pfad. Der Orni-Krieger Rivali flog hoch hinauf, sein Dorf suchte die Prinzessin auf, so wie ich nun berichte.
reicht nicht. Ich muss in der Mitte des Wirbels bleiben, sonst komme ich nie nach oben. Hm? Ihr guckt mir heimlich zu? Das ist aber nicht die feine Art, Euer Hoheit. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Vielen Dank, Revali. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ohne Aber dich... ich muss euch warnen. Wie war das? Ich soll dem Träger des Bannschwerts die Hand halten? Damit dem armen Kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Mir scheint, dass der Recke meines Stammes nicht besonders gut darin war, seine wahren Gefühle zu zeigen. Er war vor allem ein Arsch. Kannst sagen, was du willst. Wie findest du die Ballade von Rivali? Trifft ihn ziemlich gut. Ich wollte zeigen, was Rivali wirklich fühlte. Unglaublich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Fühlte? Er war einfach nur ein Angeber, fertig. Die grundlegenden Verse des Liedes, Handlungsort soll am besten Schloss Hyrule in der Vergangenheit sein. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Rivalis Sturm wird dir nun noch bessere Dienste leisten. So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Ganons letztes Stündchen hat geschlagen. Interessanter Abschlusssatz. War jetzt das deswegen, weil Rival der letzte der 4 war, die ich jetzt gemacht habe, von den Schreien her, beziehungsweise von den Balladen her, oder aber hätte den Satz trotzdem gebracht? Auf alle Fälle, er hat recht. Es ist wirklich langsam an der Zeit, das Ganze zu Ende zu bringen und damit nicht nur Ganon wieder auf die Fresse zu hauen, und zwar diesmal richtig fest, hart und sonst was alles in der legendären Tunika des Helden aus der Schattenära, Twilight Princess grüßen, sondern einfach generell, einfach als Let's Play und so, es muss alles mal ein schönes Ende haben. Bald, nicht mehr lange. Die Ballade von Rivali ist geschafft! Aber wenn wir schon im Thema Ganon sind und so, ich bin Miss Kyosha, du hast die Herausforderung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Wollte gerade sagen, was passiert jetzt? Der Weg zur letzten Prüfung im Schrein des Lebens ist nun... Schrein des Lebens? Begib dich dorthin. Stimmt, ich kriege gar nicht einen 5. Titan, wa? Ach so, das Schrein des Lebens, also ja. So, ist noch geil, wa? Laderecken abgeschlossen, das war natürlich auch schon bald. Ich würde raten, so in 2, 3 Folgen vermutlich. Nächste Folge will ich aber erstmal noch die Ex-Dinger machen, plus eigentlich den hier auch noch und die ganzen Quests hier auch noch ein bisschen angehen. Ich glaube, die Chronicles, ich glaube, das macht in Kombination mit dem letzten Gebiet noch, denn, ja, wir wissen immer noch, hier unten, Faivon, der Wald, da fehlt alles immer noch. Das wird auch ein bisschen angehen, aber Frage ist Vorbereitung. Dann wahrscheinlich Teile 3, da muss er jetzt nichts mehr machen, wa? Da ist,
Stein am Fluss. Genau, das habe ich eigentlich schon alles. Da muss ich noch ganz kurz die Abzeichnung lesen. Da auch noch. Okay, ist sowieso das gleiche. Adia, Dorfruin. Ah, alles klar, okay. Da genauso. Genauso. Prüfung des Schwertes. Okay. 50 Holzbündel für ihn. Boah, nee. Der Part. Was sagt der Part? Der Part. Yeah. Die Adela Dorfruinen sind wo genau? Ah, hier sind die. Vielleicht hat sie hier sogar noch ein paar Schreine. Nee, weil hier sieht sowieso noch ein bisschen leer aus. Und hier auch und so. Könnte gut hinkommen, Freunde. Okay. Das heißt für uns, wir gehen jetzt erstmal hier zum Turm des Sees. Da ist, glaube ich, echt so, dass ich zum einen mal da auf dem Weg hierhin mache. Wo es da halt so schön geschrieben steht, wo noch diesen Adia Dorfruin und so. Und dann, je nachdem, gucken wir bereits das Gebiet von Falvon bereisen. Gucken eben auch wegen dies und jenen noch, vor allem ein paar Schreine. Ja, gut, es fehlen noch 23 Stück. Immer noch, ja. Jetzt das ist trotzdem nicht, wenn ich mal so überlege. Nach 23 fehlen, also einen habe ich noch, das heißt 24. 24 kriege ich. Wenn sie jeweils 4 sind, wa? Ja, 6 Herzen. Das heißt, oben in der Reihe da würden noch 2 Herzen eigentlich fehlen, bevor ich da alles voll hätte. Krass. Okay, wie dem auch sei. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück hier bei Legend of Zelda Breath of the Wild.